zusammen und herzlich willkommen auf meinem Kanal Doc von Limburg. Heute möchte ich euch von meinem neuen Kauf erzählen. Ich habe mir das neueste Buch von Bart van Loo gekauft, Die Tour durch Groß-Burgund, auf Französisch Le Tour de la Grande Bourgogne, sur les traces des Téméraires. In diesem Buch stellt Bart van Loo alle Gebiete vor, die im 15. Jahrhundert unter der Herrschaft der burgundischen Herzögen standen. Und natürlich spricht er auch von unserem ehemaligen Herzogtum Limburg. Ich bin ein großer Fan von Bart van Loo. Ich liebe sein Buch Die Burgunder, das ich vor 2 Jahren gelesen habe. Ein wirklich tolles Buch, gut geschrieben, lustig, lebendig, spannend. Und zusammen mit meiner Frau habe ich auch seine Bühnenshow in Malmedy besucht. Paradoxerweise der einzige Ort Belgiens, der nie unter burgundischer Herrschaft stand. Nach der Vorstellung gab es eine Foto- und Autogrammstunde. Und da ich wusste, dass Bart van Loo auch eine Biografie über Napoleon geschrieben hatte, hatte ich auch meine Napoleon-Tasche mitgebracht. Hier ist sie. Und nachdem Bart van Loo mein Buch über die Burgunder schön unterschrieben hatte, hatte ich auch die Frechheit, ihm ein paar weitere Minuten in Anspruch zu nehmen, um ihn zu fragen, ob er willig wäre, auch meine Napoleon-Tasche zu unterschreiben. Schauen Sie sich das bitte mal an. Bonne Bataille hat er gestrichen, bonne Lecture, unterschrieben, Bart. Ich bedanke mich sehr herzlich bei ihm für die 2 Signaturen. Ja, danke sehr. Und während unseres kurzen Gesprächs habe ich ihm schon über mein Interesse für das alte Herzogtum Limburg erzählt. Er sagte mir damals, dass er gerade an diesem Thema arbeitete und in seinem nächsten Buch, also diesen einen, über unser altes Herzogtum Limburg schreiben werde. Und jetzt ist es da. Das neue Buch von Bart van Loo, Die Tour durch Groß-Burgund, Le Tour de la Grande Bourgogne. Erschienen bei Flammarion au fil de l'histoire. Wie alle Bücher von Bart van Loo ist es wirklich ein ganz dicker Wälzer, aber kein Furcht. Wirklich, ihr braucht keine Angst zu haben. Wie immer, alle Bücher von Bart van Loo sind immer sehr gut geschrieben, sehr lebendig, sehr lustig, sehr informationsreich und schaut euch das mal an. Es ist sehr reich illustriert. Es gibt Bilder an beinahe jeder Seite. Also das liest sich in einem Stück. Ihr braucht wirklich keine Angst zu haben. Das liest man super schnell und super gut. Also schauen wir uns mal direkt an, was Bart van Loo über unser altes Herzogtum Limburg schreibt. Gehen wir sofort ins Index. Ich habe schon die Arbeit vor der Verfilmung gemacht, also keine Angst. Schauen wir uns mal an, Limburg, ja, und Provinz Limburg. Wir können von Anfang an die Provinz Limburg beiseite legen, da wir wissen, dass die Provinz Limburg heute nichts damit zu tun hat mit dem ehemaligen Herzogtum Limburg, weil die Grenzen der heutigen Provinz Limburg entsprechen ungefähr die der alten Grafschaft Lohn. Zum alten Herzogtum gibt es insgesamt 6 Hinweise und für die Stadt Limburg
gibt es 3 Hinweise. Wie wir sehen, das ist nicht besonders viel. Bart van Loo beginnt direkt und sehr stark und spricht zuerst über Johann I. von Brabant, den Siegreichen, dem ich bald eine eigene Reportage widmen werde. Ja, aber das bleibt noch geheim. Das ist eine Überraschung für euch. Ja, hopp, in meine Tasche. Ja, er nennt Johann I. den berühmtesten Herzog von Brabant. Danach betont Bart van Loo die symbolische Bedeutung der Schlacht bei Worringen. Er erklärt, dass diese Schlacht für unsere Region die Unabhängigkeit vom Heiligen Reich und vom germanischen Einfluss bedeutet. Dann erwähnt Bart van Loo das Lied, das damals von Johann I. geschrieben worden ist, Harba Lori Fa. Es gibt einen YouTube-Kanal von Musikern, die sich auf mittelalterliche Musik spezialisiert haben. Durch einen glücklichen Zufall haben sie dieses Lied aus dem 13. Jahrhundert neu eingespielt. Hören wir uns mal einen Augenblick an. Harba Lori Fan. Ja. Ich gebe Ihnen den Link zu dieser Gruppe. Ja. Denkt dran, diese Videos schön zu liken, zu kommentieren, weiterzuleiten. Für uns Influencer ist das der einzige Lohn, den wir hier von YouTube erhalten werden. Ja, also die machen sehr tolle Arbeit und ich kann sie nur so stützen. Ja, darauf erzählt uns Bart van Loo, dass es nicht das einzige Erbe von Johann I. von Brabant ist. Bart van Loo erwähnt auch, dass heute noch 2 Biere den Namen des berühmten Herzogs tragen. Das Bier Primus und schaut genau hin, man sieht dort wirklich Johannes Primus, also Johann I., sowie das Bier Herzog Jan. Zur Illustration dieser Schlacht zeigt natürlich Bart van Loo eine Darstellung aus dem Codex Manesse und natürlich mit dem großartigen Illustration aus der Schlacht von Worringen, die wir schon bereits kennen. Danach spricht Bart van Loo über die Gileppe-Talsperren und ihren gewaltigen steinernen Löwen. Und schließlich spricht er über unsere Metropole, die Festung Limburg. 11-mal belagert, 8-mal niedergebrannt und 6-mal von der Pest heimgesucht. Immer wieder wurde die Stadt zerstört. Nur die St. Georg-Kirche blieb im Laufe der Zeit verschont. Alle Gebäude, die man heute auf dem Platz sehen kann, wurden nach den großen Bränden und Zerstörung des 17. und 18. Jahrhunderts gebaut. Hinter den schönen Fassaden, die wir heute bewundern, steckt also eine Geschichte voller Kriege, Belagerung und Wiederaufbau, die das heutige Gesicht von Limburg geprägt hat. Bart van Loo hat danach völlig recht, wenn er unsere Aufmerksamkeit über die Schießscharten über den Chor der Kirche lenkt. Er erklärt somit, dass Limburg eine Festung zwischen germanischen und römischen Einfluss war, halb deutsch und halb wallonisch. Allerdings irrt er sich, wenn er behauptet, dass Limburg sich erst 1404 Burgund annäherte. In der Wirklichkeit geschah es viel früher. Bereits 1387 kaufte Philipp der Kühne die Rechte auf Limburg von Johanna von Brabant. Das haben wir schon in einem früheren Video erklärt. Hier ist der Link. Aber erst 1430 wurde Limburg offiziell durch Erbschaft völlig burgundisch. Bart van Loo stellt dann mit Humor fest, dass das alte Herzogtum später 2 Provinzen seinen Namen geben wird. Eine belgische und eine niederländische. Obwohl keiner der beiden irgendeine Verbindung zum historischen Herzog hatte. Bart van Loo sagt, dass dies eine gewaltige Fehler von König Wilhelm I. war, der 1815 unbedingt den prestigeträchtigen Titel Herzog von Limburg tragen wollte. Wie wir ebenfalls schon in einem früheren Video erklärt haben,
und hier ist der Link, wurde das alte Herzogtum vollständig in die Provinz Lüttich integriert. Und so verpflanzten Wilhelm I. aus reiner Eitelkeit den Namen Limburg auf ein ganz anderes Gebiet, nämlich auf die ehemalige Grafschaft Lohn. Paradoxerweise bekam die Provinz Limburg erst mit der Festlegung der Sprachgrenzen im Jahr 1662 und der Eingliederung der Wurengemeinde überhaupt eine kleine Verbindung von einigen Quadratkilometer zum historischen Herzogtum. Denn tatsächlich gehörten Töven und Remersdal mit ihren ungefähr 1000 Einwohnern früher zum alten Herzogtum. Und da sage ich wirklich, gut gesehen, Bad van Loo. Ansonsten geht Bad van Loo leider nicht besonders ausführlich über unser altes Herzogtum ein. Er erwähnt weder Eupen, noch Herf, noch Sprimont. Und das sage ich wirklich schade. Deshalb lade ich ihn einfach ein, kommen Sie schon, Herr Bad van Loo. Verbringen Sie etwas Zeit in unserem alten Herzogtum und entdecken Sie unsere wunderschöne Region. Und wenn Sie möchten, bin ich gerne Ihre Reiseführer. Und euch allen, meine treue Abonnenten, möchte ich vom ganzen Herzen für eure Treue und eure lieben Nachrichten danken. Die gehen mir wirklich echt am Herzen. Alles Gute euch allen und bis bald. Wenn Ihnen meine Arbeit gefallen hat oder wenn Sie sie nützlich und gut gemacht finden, denken Sie daran, sich an Doc von Limburg zu abonnieren, dem Kanal treu zu bleiben, anderen davon zu erzählen und die Videos zu teilen. Viele weitere Videos und Serien kommen sehr bald.